Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist das erste Budget von einer neuen Regierung. Und so hat bei vielen Gelegenheiten probiert, uns doch zu erklären, wie sie sich die Zukunft von unserem Land vorstellt. Das Budget geht zeitweise als etwas Neues verkauft. Vieles, was wir Piraten aber an diesem Budget lesen, als für uns die Weiterführung vom Status quo. Die Ausgaben vom Staat sind dieses Jahr 0,5 Milliarden mehr hoch wie letztes Jahr. Von Spuren kann also an diesem Budget kein Rede sein. Auf diesen Punkt werde ich nicht eingehen. Jetzt mal aber dazu kommen, würde ich für dich darüber gehen, wie die Zukunft vom Land laut der Projektionen wird ausgesehen. Es fängt damit an, dass wir ein Populationswachstum bis 2027 von 40.000 weitere Leute haben. Das entspricht plus minus Peting und Diddling zu Summen, die nach einmal dabei kommen. Auch 12 von den Arbeiter werden abgehen. Wann aber auch mehr los, weil Lützeburg da bis gewinnt war. All diese Tatsachen müssen bedurchgehen von einer neuen Regierung. Vor allem, wenn sie sich auf den Fendel schreibt, sie geben eine neue Politik machen. An der Wirklichkeit sehen wir aber, dass da nicht, ja, wenn nicht sogar Männer, wie für drun gemacht wird. Was die Wurzeln vom Land angeht, legen wir uns einfach ein weiteres Jahr an die Tasche und hoffen, dass es immer so weitergeht. Letztes Jahr hat die vierige Regierung gemeint, wir kriegen 2024, also das Jahr, 3,8% Wurzeln. Eine Prävision, wo ich für einem Jahr schon so, dass ich sie für unrealistisch halten, für allem auch, weil die internationalen Organisationen das alle gut attestiert tun, dass man das nicht erreichen. Los schwätzen wir da auf 2% für das Jahr, und noch das halten wir für falsch, weil zwischenzeitlich zwischen dem Depot und dem Wort dann muss wahrscheinlich von diesem Budget die Zahlen von internationalen Organisationen nach einem Ruf revidiert werden. Den internationale Währungsfonds schwätzt von 1,2%. Wir denken, dass das doch mehr noch in der Realität wird sie wahrscheinlich wie die 2%. Für was ist also eine richtige Ausschätzung vom PIB so wichtig? Aber weil mit einem hohen Wachstum vom PIB auch mehr hätten rankommen. Die Regierung geht also durch ihre hohen Schätzungen davon aus, dass sie mehr Geld wert tun. Aber was sie mehr Geld tut, was sie mehr Geld kann ausgehen. Und weil von mehr Geld ausgeht, wie wir mengen, dass sie in Wirklichkeit wert tun. Was bedeutet, wenn wir recht sollten haben, dass der Minus am Budget nach mehr groß wird gehen, wie das, was die Regierung heute tabliert. Anders ausgedrückt, die Regierung rechnet halt 400 Europawahlen-Situationen schön, für seine Metade de la Nation, zweite Schnoden-Europawahlen, die wirklich Rechnung dann zu präsentieren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Finanzminister hat 400 diesem Budget groß angekündigt, dass die neue Regierung Männergeld will ausgehen. Mir stimmt das wirklich. Verschiedene Kolleginnen und Kollegen haben sich schon um Faktencheck probiert, man lust mal, möchte das auch um verschiedenen Aussagen nachmachen. Fakt ist, Staatsschuld wird bis 2027 weiterklammen. Die PCSV-Regierung hat angekündigt, wollen Depensen bei Nachstellungen an die Gebäude vom Staat anzuspüren. Dafür gesagt aber am Budget wenig bis nicht. Das soll nicht nur wir Piraten, mehr auch die Cour des Comptes Rechnungshaft. Trotz der Tatsache, dass es 4 Ministerien Männer sind, wie nach an der letzten Regierung, dann stellt sich aber die Frage, wie erklärt sich dann, dass das heutige Budget nach dem Strich nicht nach mehr hoch Depensen vorgesagt? 2 Sachen. Die erste, letztes Jahr haben wir ausnahmsweise 200 Millionen Euro in die EU überwiesen, die muss man das Jahr nicht bezahlen. Das war ein Rekalkül. Und wir bezahlen das Jahr just Zinsen, wir nicht als Schulden zurück. Wie zu viel steht hier im Land. Schenkt also auch der Lützeburger Staat auf dem Punkt ankommen zu sehen, wo ihn sich die ganze Mensualität nicht mehr leisten kann oder will, und die Bank einen dann halt mal anbietet, für just Zinsen zu bezahlen, für eine kurze Zeit. Weil irgendwann geht Schuld aber fällig. So, wie zum Beispiel bei den 26% von der Stadt, wo die Kanner laut dem Stadtdeck an Stadt wohnen, die finanzielle Schwierigkeiten hatten letztes Jahr. Wir für überhaupt das Budget zurückzukommen. Mit anderen Worten, als das hier kein echtes Spurbudget. Nee, das ist auch keine neue Politik. Mit als Schulden, ob die nur ist. Ob als Kanner,
aufgewälzt. Da das Politik von der soi-disant neuer Regierung. Geht etwas kurzfristiges, ein Schein von einer Mesure haut gemacht, aber wenn man das ganz nur finanzieren oder wo man das Geld hier holen, das scheint nicht so wichtig zu sein. Dabei gibt viele Dossiers, bei denen nicht eine Vision, ja, eine wirklich neue Politik gebraucht hat. Schwätzen wir also als allererstes mal vom Logement. Wie die letzte Etude von Ilres nach einmal gewiesen hat, als Thema Logement etwas, was ganz viele Leute am Land um Herz leiden. Aber wo viele Leute sich Gedanken machen. Wenn ihn hört, dass 4 von 5 Demandes prähypothekär refusiert gehen, dann ist das verständlich, dass Leute sich Gedanken machen. Nicht nur um sich selber, sondern auch um hier Kinder. Die Mesuren, die die Regierung bis heute proposiert hat, dafür können wir einen Teil begrüßen, weil man sie froh, dass etwas proposiert wird. Fortschritt ist besser wie Stillstand. Wir sind aber auch verschiedene Maßnahmen dabei, die nicht weit genug gehen. Die Wohnungspolitik insgesamt von der Regierung ist nicht ausreichend, wenn ihr guckt, wie viel Geld wir investieren, aber wie viel haben wir wirklich bei den Leuten kennt. Weil insgesamt muss man sich freuen, wie viel auch die kurzfristig Propose werden ausmachen. Auf viele Budgetsposten von den geplanten Hilfen steht für viele Jahre ein groß Null. Aber wenn ihr Geld auch guckt, dass wir hier als Budget rechnen, dann ist das Peanuts par rapport zu der Gesamtheit vom Staatsbudget oder auch nach der Mesure von den 3 Tripartiten. Schenkt, wie wenn die Wohnungsproblematik bei den Membern von der Regierung nicht so ankommen wäre. Und da muss ich noch sagen, dass verschiedene von den nun gekündigten Mesuren nicht den Echtkäfer oder der mittelständischen Familie zugutekommen, mit den Multiproprietären respektive den großen Investisseuren. Und zusätzlich so der Finanzminister Logementstisch, dass 6.000 Wohnungen pro Jahr gebraucht gehen. Das bedeutet konkret, dass über 70% mehr gebaut muss gehen, wie an der Moyenne die letzten Jahre. Das ist am Moment einfach nicht dran. Das muss sich ehrlich angestehen. Und dafür appellieren wir Piraten und die Regierung, für abzuhängen, Leute Wunschgeschichten zu verkaufen. Mit klar zu sagen, was ist realistisch dran? Was können wir an einem Jahr bauen? Weil so da ist, wo der meint, die zusätzlichen Terrain, und für allem die zusätzlichen Manöver hier zu holen, die Terrain dann noch bebaut, wenn wir sie dann hätten. Wollen ihren Regierungsmember selber mal bitte mischen gehen? Na, hier geht, wie bei der Regierung für drun, ein magisch Zahl an den Raum geworfen, wo nicht gesagt wird, wie es erreicht soll gehen. 6.000 klingt besser wie 3.500, aber wie wir da hinkommen, da gibt es just große Fragezeichen. Es muss ich feststellen, der CSVDP-Wohnungsbauoffensiv, ja, das ist ein Offensiv, aber das ist ein Offensiv vor allem für Multiproprietären, Großpromoteuren und Investisseuren, aber nicht für die Normalverdiener. Geburtstagspartien von verschiedenen Promoteuren schenken sich also bezahlt gemacht zu haben. CSVDP steht nicht für eine Demokratisierung vom Logement, sondern für ein Beibehalten von den Besitzverhältnissen. Herr bleibt Herr, am Max bleibt Max, die engste Kuch, an die anderen kriegen just nach Grimmeln. Wir Piraten sind für eine andere Logementspolitik. Die dafür sorgt, dass die Leute, die hier am Land sind, auch können hier am Land wohnen bleiben. Piraten stehen für eine Logementspolitik, die nicht nur denen hilft, die etwas kaufen wollen, sondern auch denen, die lohnen müssen. Für als Piraten muss dafür an der Lokation geholfen gehen, für das Loyer nicht weiter konstant an die Luft gehen. Es muss bei den öffentlichen Bauträgern, der ein HPM an dem Fonds de Logement noch gebessert gehen, für das administrativ viel mehr einfach zu machen. Und nicht ehrlich. Es ist ein Armutsbekenntnis, dass die öffentlichen Bauträger für hier soi-disant abordable Wohnungen keine Leute mehr finden, die nach genug Suche von einer Bank gelehnt kriegen, für das abordabel zu bezahlen. Weil wer keiner sich mehr leisten kann, dann ist es nicht abordabel, dann ist das Etikettenschwindel, Kolleginnen und Kollegen. An dem Kader, weil eben die Leute sich da am Moment nicht leisten können, für zu kaufen, haben wir eine Motion gebracht, für das ein HPM zu rekapitalisieren, sodass sie die Wohnungen, die sie heute schon hat, kann sehr an die Lokation gehen. Herr Präsident? Merci, Herr Klemmer. Da müssen wir bei den Banken zusätzlich intervenieren, dass die Leute dann noch hier Präge kriegen, durch zum Beispiel Staatsgarantien. Aber gleichzeitig muss auch gesagt gehen, wir müssen mit billig
öffentlich Projekte bauen. Weil es kann nicht sein, dass die muss über die Mittelschicht raus nach Käfer für die abordable Wohnungen sicher gehen. Als Priorität ist dann noch der Mietkauf bei den öffentlichen Wohnungen, dass das eine Falloption gibt. Auch im Privatmarkt kann den das stimulieren. Das zum Beispiel durch steuerliche Incentives, Maßnahmen. Wir Piraten wollen, dass der Staat öffentliche Wohnungen baut oder kauft und da verlohnt und mit Rückkaufsrecht verkauft. Und das ohne viel Bürokratie. Der Staat muss für allem dafür sorgen, dass die Leute im Privatmarkt kaufen können. Da braucht der Staat auch nicht mehr zu bauen, er profitiert von der Schnelligkeit von einem Marché. Dafür Staatsgarantie an die Luft, Notarskosten bei der Erstwohnung ganze Wäsche, und mehr Zinsen von den Steuern können aufsetzen, wäre für uns klare Pisten, die in Heikind ausschlagen. Das ist der Weg von einer neuen Politik und das nicht den von der CSVDP. Von der neuen Regierung her alle Lösungen für die Logementskrise dann zu einem anderen Sujet, der für die Wahlen hecht, emotional auch debattiert gouf, Santé. Von nach nicht klar ist, wo die Reste soll hingehen. Ich zitiere noch nicht berühmte physikalische Experimente mit entweder lebenden oder toten oder gleichzeitig beide Katzen. Das, ich denke doch an die armen Katzen sich. Die neue Gesundheitsminister schenkt wollen einen neuen Weg auf Punkto Gesundheitspolitik zu gehen. Aber bis jetzt hat sie außer Projekten zurückzuziehen, aber noch nicht wirklich eine Idee proposiert. Auch Projekte, die schon jahrelang an der Markt sind, wie die Paiement immédiat direkt sind, auch immer nicht richtig umgesetzt. Und nicht eng 45 Generalisten sind am System von den Spezialisten zu schwätzen. Am Wahlkampf gouf viel über den Mangel von Doktoren geschwätzt, was da gemacht gehen. Aber auch hier scheint die Regierung nicht interessiert, sie sehr etwas zu ändern, weil wenn man zum Beispiel beim Projekt für das Gruppenkabinett von Doktoren gucken, muss man davon ausgehen, dass das ein echt Neues wird kommen. Weil an diesem Budget sind ganze 100, nicht 100.000, ganze 100 Euro vorgesehen für das Gruppenkabinett, wo es 2022 nach 600.000 waren. Eine Faillitserklärung. Da gouf bei der Präsentation vom Koalitionsakkord für den Bereich von der Santé betont, dass viel Wert auf Prävention gelöscht gehen. Ja, das ist sicher ein guter Approach. Leider findet sich das aber echt der Männer am Budget. Bei der Partizipation von der Freie beim Programm von der Mammographie, ein Projekt, den parteiübergreifend unterstützt wird, geht das Budget auf. Beim Plan National Cancer ist auch deutlich Männer für gesehen, so als gäbe es Männer Krebserkrankungen zu Lützeburg gehen. Wenn in Statistiken guckt, ist der Konträr der Fall. Das kann ich noch nicht von einem anderen Budgetsposten, den abgeht, dann abhängen. Und so gesagt, für uns dann eine Priorität nicht aus. Gut nicht kohärent, dass dann noch für uns, wenn es um Maison Medicale geht. Hier gouf eine neue Seite versprochen und gouf gesagt, dass es wichtig ist, dass die Leute auf diese Service zurückgreifen. Und nicht unnötigerweise an die Urgence gehen. Für 2024 sind dabei de Frais de Fonctionnement hier aber 3 Millionen Männer vorgesehen. So gesagt, Prioritätensetzung aus. Wir spuren bei der Versorgung, bei der dezentralen Versorgung, aber bei der Entlastung von Urgenzen. Wir Piraten wollen eine Gesundheitspolitik, die von der Digitalisation richtig profitieren kann. Da hat man ein Paiement immédiat direkt, den mehr wie eine Firma hier am Land kann installieren. An ein digitales Patientendossier, den den Datenschutz respektiert. Aber mit dem die Leute auch wirklich etwas aufhängen können. Eine Gesundheitspolitik, die den Doktoren hilft, für die Kosten vom Kabinett zu delen, und das nicht direkt an einem oder 5 Jahren, mehr so sehr wie möglich. Und eine Gesundheitspolitik, die den Investisseuren bei den Doktorkabinetten ansetzt. Weil heute verliert jeder. Patienten, Doktoren und CNS. Gewünscht uns den Investisseur. Herr Präsident, von einer Politik vom Status quo dann aber bei einer Politik, wo wir an die entgegengesetzte Richtung gehen. Bei der Regierungsbildung zu Sending am Schloss sie Vertreterinnen und Vertreter aus dem sozialen Milieu invitiert gehen. An das gesagt gehen, der Kampf gegen Armut wie eine richtige Priorität für das Regierung. Die Realität, wenn man den Faktencheck machen, ist der Gegenteil. Ein paar Tage am Amt hat den Innenminister dezidiert, nicht den Kampf gegen die Armut, sondern den Kampf gegen die Arm
wie seine Priorität. Etwas, wo gegen mir Piraten als weiterhin ersetzen. Weil das Tischverbot haben die Leute just noch weiter an Prekarität gedreht. Generell muss ich sagen, dass der Sozialpolitik keine neue Wehe erschlägt. Die weiter helfen auf den Weg bräuchte, die nehmen einer Minorität von Leuten helfen. Das, weil die Leute nicht wissen, dass es Hilfe überhaupt gibt, oder durch den Papaya-Krieg davon aufgehalten gehen, sie zu kriegen. Ich erinnere mich an eine ganz rich Motionen aus den letzten Jahren, für die automatisch Ausbezahlen von verschiedenen Hilfen zu machen, respektive über Guichet-Uniken zu führen. Alles davon gesagt, keine Pisten an diesem Budget. Ja, es sind aber auch ein paar gute Pisten an der Arbeits- und Sozialpolitik dabei. Darunter die Harmonisation von den Kongéen, die schon 2020 von uns hier an der Chambre mit einer Motion gefragt wurde, oder Mesure für die Langzeitschule. Bei der Frau ist dann aber für Wagen sich ein Plafond gesagt. Wie alle Personen, die Teil von diesem neuen Projekt geben, gehen nicht einen Schritt in die richtige Richtung. Wir Piraten setzen also auf alle Fall an für eine neue Politik, die den Leuten an Not die Hand trägt. Also nicht nach meinem Fuß rennt, wenn sie sowieso schon im Boden liegen. Für eine neue Sozialpolitik, die accessibel ist für die Leute, die sie brauchen, wo jeder seine Rechte kennt, an die kennt, an die auch aufruhen kann. Und für eine neue Arbeitspolitik, die eine wirklich Life-Work-Balance schafft und nicht den Status quo von Blau-Rot-Grün zementiert. Und wenn man dann von den innovativen Ideen, die die Majorität hat, dann Heinz proposiert, aber will schwätzen, dann gehe ich auf einen Propos von der Budgetsrapportrice an, die sie gestern proposiert hat, und das ist ein zentrales Kredit no belgem Vorbild. Wir Piraten warnen ausdrücklich für eine so einer Datenkrieg, die den Leuten nicht hilft, mir riskiert weiter Ungerechtigkeiten zu schaffen. Das System vom Credit Scoring gibt es schon in verschiedenen anderen Ländern. Darunter die USA und Deutschland. Aber beide Länder ist dieses System stark kritisiert. An den USA sind viele Leute aus Minoritäten sogenannt Credit Invisible. Sie haben kategorisch mit schlecht scoren, weil sie historisch gesehen zum Beispiel mehr schwer Access zu einer eigenen Wohnung hatten. Auch kommen schon zu massiven Datenleaks in Amerika durch so Firmen. Zum Beispiel 2017 wie bei Equifax Daten von 150 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern an die Hände von Kriminellen gefallen sind. Wen Daten sammelt, auf einer zentralen Platz, riskiert an einer immer mehr digitaler Welt auch, dass die Daten können futieren. Und noch an Deutschland als sogenannte Schufa stark umstritten, weil Bürgerinnen und Bürger müssen bezahlen für ihre eigenen Informationen über die Donnerien an ihre Score zu kommen, während Schufa Profite möchte. Und immer zu Fehler am System könnt die Leute zu Unrecht mit schlecht klassieren. Das alles am Numm von einem miseren Business auf der Finanzplatz. Das alles wollen wir Piraten halt zu Lützburg nicht. Und dafür, Herr Präsident, habe ich eine weitere Motion abgebracht. Merci, Clement. Wenn wir Piraten davon erschwätzen, dass die neue Regierung nicht anders das möchte wie die alte Regierung, dann muss ich natürlich auch von der Steuerpolitik schwätzen. Am Wahlkampf nach groß versprochen gehen, als die neue Steuerpolitik zwar noch nicht begrüben, mit Verdacht. Es sollen kleine Mesure kommen, das Jahr, nächstes Jahr, ja, aber wie sie genau ausgesehen, das weiß auch keiner. Anscheinend das App ist dabei für länger 10 Eltern. Gut im Auto morgen nach Enker gesagt. Aber, was genau? Kein weiß oder zumindest kein sieht es. Kaufkraft von der Lautstärke war selbst ernannten Ziel von dieser Regierung. Wie es da kommt, TVA ist zum 1. Januar geklommen. Die Deckelung von den Energiepreisen läuft nächstes Jahr aus, was dafür sorgen wird, dass die Inflation klemmt. Das ist mechanisch. Aber wie schützt die Regierung die Leute für die Preise, die es befürchten? Auch da, wir wissen nicht. Vielleicht können das vielleicht nicht. Wahrscheinlich gehen wir die Rechnung kurz nach Europawahlen gewohnt, wenn die Regierung dann ein Etat de la Nation will machen, den dafür sorgt, dass man die Rechnung präsentiert kriegt.
Für uns Piraten ist eine faire, moderne Steuerreform von den Hauptpilien. Den hat soll von einer neuen Regierung so sehr wie möglich gegangen gehen. Und nicht just das Kapitel mit der eventuellen Anpassung, just vom E&R. Aber wenn ich dann höre, dass man für allem Leute an der Eend wollen helfen, so wie man am Budgetsrapport gestern durchgestaltet wird, da stelle ich mir aber froh, Prioritäten nicht vielleicht auf der falschen Platz sind. Und man nicht als ich stehende Leute müssen helfen, die auch schon an der Labyrinth sind, anstatt hypothetisch etwas zu machen für Leute, die eventuell einker könnten, ob Lützeburg kommen, von denen wir gut wissen, ob sie kommen. Wir können nicht akzeptieren, dass hier auf die langen Bank geschläft wird und dass Leute nach immer unterschiedlich behandelt gehen. Je nachdem, ob sie gepackt, bestört, geschieht oder verwitwet sind. Die Finanzpolitik von dieser Regierung basiert am Gegenteil auf kurzfristige Mesuren, die sollen kurzfristig Gelder bringen. Es geht nach immer um Tanktourismus gesagt, obwohl immer mehr Elektroautos in den Bau zu fahren. Die Accisen auf die Zigaretten gehen an die Luft, obwohl wir auf der anderen Seite probieren, so viel wie möglich Leute von zu überzeugen, obzahlen mit Firmen oder am besten überhaupt nicht damit anzufangen. Eine neue und eine moderne Steuerpolitik mit neuen Ansätzen geben sie mehr Piraten dafür nicht hier am Budget. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Veränderungen werden an den nächsten Jahren aber an einem anderen Dossier kommen, an der Défense. Das ist von den größten Budgetsposten. Durch als Unterstützung von der Ukraine, zu der wir Piraten weiterhin stehen, wird auch mehr Unterstützung von der NATO gefordert. Das hier aber nicht bedeuten, dass Lützeburg einfach Geld an als Défense sticht, ohne Plan, ohne Kompass und ohne konkrete Ziele. Wir Piraten sind dann noch der Meinung, dass muss geguckt gehen, was die anderen Länder bei ihren Depensen urechnen. In dem Sinn haben wir Zellule Scientifique schon von der Chambre beobachtet, für ein zu gucken, wie die Kalkülen an Komponenten an anderen Ländern sind. Hier sollte ein harmonisierter Approach gehen. Nicht, dass andere Länder hier 2% erreichen, weil sie zum Beispiel Pensionen von den Militär mitrechnen. In Lützeburg möchte das nicht. Und erreicht immer das sein Ziel, wie spät oder nicht. Große Länder wie Frankreich, aber auch kleiner wie Belgien, haben ein Interesse für mehr Invest an die Armee zu stärken, weil sie kriegen durch die Rüstungsindustrie dementsprechend Steueres hätten. Das tut Lützeburg eben nicht. Wie viel war? Könnte man nicht verschiedene Investitionen auch so machen, dass sie Besoin von der NATO erfüllen, gleichzeitig auch einer Lützeburger Ökonomie können zugutekommen? Respektiv, wenn wir das halt nicht können, dann müsste man die Kapazitäten vielleicht schaffen, weil die geopolitische Situation, an der wir uns befinden, ist nicht an 2-3 Jahren arriviert. An alle Depensen, die wir heute machen, sollte man als europäischen und als NATO-Partner aufgeschwärzt gehen, für das wir Systeme haben, die auch interoperabel sind. Und nicht das, was das letzte Jahr an Litauen erklärt wurde, dass wenn die deutsche Armee mit der Lützeburgischen Armee will kommunizieren, dass der beste Weg dafür ist, 2 Funkgeräte in Deutsch und in Lützeburg zu holen, und die neben den einen zu halten, weil die 2 Systeme heute nicht kompatibel sind. Nicht so kann Lützeburg für uns Piraten ein zuverlässiger Partner sein, ohne gleichzeitig Geld zu verbrennen. Ich komme dann von einem Budgetsposten, wo wir viel ausgehen, aber Budgetsposten, wo Geld fehlt. Das zum Beispiel bei der Umwelt. Am Punkt der Umwelt muss ich leider sagen, dass diese Regierung keinen Schritt noch 4, aber carrément einen noch handeln möchte. Aber es wird so gut von der Chambre de Commerce kritisiert wird. Die Ausgabe par rapport zum PIB sollen in den nächsten 4 Jahren kaum klammern. Und da muss ich aber sagen, nächstes Jahr wird entscheidend sein für den Pariser Klimaakkord und für den PNAC anzuhalten. Und da kann es nicht sein, dass die Investitionen stagnieren oder sogar aufgehen. Das ist nämlich laut dem PSC so viel gesehen. Die müssen weiter hochgehen, sonst erreichen wir als Ziel nicht. Muss ich sagen, dass auch an diesem Budget wie am PSC und am PNR kein neues Projekt stehen an puncto Klimapolitik. Die neue Regierung lässt die Projekte nach kurzfristig weiterlaufen, also die Projekte, die von der alten Regierung angefangen wurden, Stichwort Prime für ein Elektroauto, für die Elektrobohren. Wie es noch weitergeht, da stochen wir am Niveau. Aber was für Projekte sie wollen stoßen, ja, das steht gut nicht am Text. Der Klimabonus Wohnen, also so wie er noch ist, soll aber im Juni auslaufen. Vu de Succès von dieser Mesure fordern wir Piraten die Regierung ab, für das Eden, so wie sie los sind, bis Ende des Jahres mindestens weiterlaufen zu lassen.
Das Weltevaluation, die die Regierung wollte machen, als noch nicht viel Leid. Herr Präsident? Dabei sieht die Regierung selber am PNR, da müssen 100 bis 120 Megawatt Solarenergie beikommen, für als Ziel von 2030 zu erreichen. Dafür ist es weiter so. Keine Option für Lützeburg. Und noch nicht für Europa. Der neue Premier sagt, der Klimaschutz gibt Leute Nerven. Der alle Premier Xavier Bettel hat sich mit seiner Joghurtmaschine selber zum Klimapremier ausgerufen. Mir heute schenkt sich CSV durchgesetzt und an dem Xavier Bettel seine Joghurtmaschine also weggeholt gehen. Weil wir machen noch einen Schritt mehr zurück. Das, obwohl die Population an dem letzten Politmonitor ein klar gemacht hat, dass der Kampf gegen den Klimawandel eng von den 3 Hauptaufgaben ist, die die Regierung umgehen. Wir beraten die für eine Klimapolitik, die die Leute mithält und die weiter darauf schafft, dass wir Ziele vom Pariser Klimaakcord erreichen. Das bedeutet, dass für uns ein Klimabonus kommen, den die Leute belohnt und nicht bestraft, wenn sie mehr CO2 nutzen. Das heißt für uns auch, dass Primen, wie zum Beispiel auf Photovoltaik oder auf die Elektrobohnen, sollen weiterlaufen, weil Klimapolitik ist wichtig. Für uns Betriebe auf Zukunft zu bereden, für Arbeitsplätze hier im Land zu schaffen und zu erhalten. Und für sicherzustellen, dass das Lützeburger Land auch auf 50 Jahren nach einem Platz ist, wo es sich gut leben lässt. Was wir wirklich brauchen, ist weder ein Rückschritt noch ein Stillstand. Als Natur, Klima, Wiesen, Böscher und Gewässer brauchen endlich einen Fortschritt. Leider werdet den mit diesem Budget nicht gehen. Aber wenn wir von Fortschritt schwätzen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, da gibt es kein anderes Thema, das Fortschritt so gut symbolisiert wie Digitalisation. Ein Thema, das mir aber fern um Herz liegt, wo ich dann am Budget sich froh war, auf den nächsten Blick zu lesen, und ich zitiere, l'État entend intégrer la digitalisation au sein de son fonctionnement, tant interne que vis-à-vis des citoyens. Das ist sicher nicht verkehrt. Obwohl eine Menge kennt, das wäre ein Zitat aus dem Budget von 2001, bei einem von 2024. Wie Deutschland 2013, Zitat, Neuland, Internet entdeckt hat, hat jeder über sie gelacht. Aber du wusste man ja noch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Lützeburg auch mehr wie 10 Jahre danach nach mit der Digitalisierung zu kämpfen hat. Wir brauchen benutzerfreundlich und datenspursame staatliche Plattformen, die den Kontakt mit und zwischen den Bürgerinnen an den Mittelpunkt stellen. Kleiner Lichtblick. Die GP envisagiert in Zukunft auf eine personalisierte Open-Source-Lösung zu setzen. Und das ist ein guter Schritt. Den auch anderen Administrationen kennt vom Vorbild sehen. Weil aktuell verschenkt der Staat einfach viel zu viel Potenzial am digitalen Raum. Es gibt echt Zeit, dass all die Suchen, die an Digitalisierung gestartet werden, und nach gehen, endlich mal Fristen drohen. Digitalisierung muss den Austausch an Zugang zu Informationen vereinfachen, Wissensmonopole abbrechen, Transparenz und Partizipation steigern und Menschen besser miteinander vernetzen. Mit dafür müsste man den Staat als digitale Plattform denken, aber reicht eine übergreifende Strategie am Platz von vielen einzelnen Projekten mit vielen verschiedenen Extraflotten nehmen. Leider fehlt das noch im Moment. Und Herr Präsident, liebe alle Guten, auch an der Education fehlt es auf vielem. Dadurch, dass man noch immer dieselben Edukationsminister haben wie an der vorigen Regierung, hätte es also auch gewundert, wenn da große Veränderungen gegeben wären. Auch heute geht einfach weitergefordert, was der Claude Meisch 1, dem Claude Meisch 2 an den Tyrann gelöst hat. Auf 4 Jahre angefangen hat. Es geht weiter auf Statistiken geguckt, und nicht nur dem, was das Kinder wirklich müssten an der Schule lehren. Also, was sie müssten lehren, für ein Berufsleben Fuß zu fassen. Und heute kommen ich nachher auf die Negalitäten zurück, weil am Fundamental bleiben uns die weiterhin erhalten. Und du hast das Budget doch aber kruzial. Und du merkst, dass sich DP durchgesagt hat, gegen den CSV, die
wo eminent Membren op Gericht gerne sie für mehr Egalitäten zu schaffen, nämlich am Budget als weiterhin keine Finanzierung für Equipmente an den Grundschulen am Manner gut situierte Gemengen zu finden. Obwohl es angeblich Gespräche ging, mehr am Budget, dem man muss solle stimmen, als nicht davon anzufangen. Kanner, die also am mannerreiche Gemenge wohnen, bleiben benodelig, vis-à-vis von Kanner, die an reiche Gemenge wohnen. Herr als Herr, am Max als Max, die eng kriege Kuch an die anderen Grimmeln. Herr Präsident, nach dem letzten Punkt, wenn wir schon bei der Gemenge sind, dann ist es natürlich auch nicht egal, wo ihr wohnt. Und da könnt ihr auf Mobilität tun. Wenn ihr guckt, wo die Regierung ihre Priorität legt, was Mobilität angeht, an den nächsten 5 Jahren, gesagt ihnen, dass China eine untergeordnete Rolle par rapport zur Straße soll spielen. Wo die Investimenten an China 2027 sollen raufgehen, klammen die von den Straßen kontinuierlich weiter an. Wir Piraten sind auch der Meinung, dass die muss an Straßen investieren, da wo es nötig ist. Mit dem Ausbau vom öffentlichen Transport ist essentiell, wenn man will, sowohl als Mobilität wie als Klimaziele erreichen. Wir Piraten können nicht hoffen, dass CSV nicht wie an der Vergangenheit auf Brems drückt und den Auto an den Vordergrund stellt. Wir weiter Ausbau vom öffentlichen Transport schafft und die Qualität von diesem Heisch hält. Weil beim öffentlichen Transport fehlt es nie Bekenntnis zu großen Investitionen, dann aber auch die Weitsicht. Und als letzte parlamentarische Fragen haben wir 2-mal nachfragen, für das Minister als mal sagen, wie viel Personal CRW da bis 2035 braucht, für Ziele vom Mobilitätsplan zu erreichen. Ich bin vielleicht ein bisschen naiv, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber ich hätte gedacht, dass wenn sich einen Plan gibt, dass sich dann auch überlegt, wie den Plan will erreichen. Und wahrscheinlich geht es an der Mobilität wie beim Logement, wir annoncieren als ich mal ein schönes Zoll, weil sie gut klingt, als schlussendlich wissen wir aber gar nicht, ob wir die Zoll je einmal erreichen können, weil das können ja die Generationen nur als dann ausbeuten. Das Resultat war, die CRW muss 40% wissen. 5.000 sind da aktuell. Und das wären da geschah 2.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter mehr. Bis 2035 200 Leute Jahre, die mehr müssen angestellt gehen. Wie soll die CRW das erreichen? Was möchte die Regierung, dass die Rechnung um einen abgeht? Auch hier. Wie an anderen Dossiers gesehen wir keine Vision, kein Plan, kein Feuille de route. Keine neue Politik mehr, erster Schritt in Richtung Politik von den Anfangs 2000er. Dabei können wir durch die Bevölkerungswurstem nicht mehr auf eine Art und Weise Lebensqualität erhalten. Durch eine Diversifizierung vom Transport. Für uns Piraten ist klar, dass nicht so Borne muss weiter ausgebaut gehen, dass der öffentliche Transport muss qualitativ hochwertig und gratis bleiben und dadurch Elektroauto weiter durch Premium und Daylight, die sie brauchen, gefördert wird. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Den Appel für den Duscht, von dem so gerne geschwärzt gouf, entweder gouf vergiss, gouf auf jeden Fall nicht auf Zeit gelöscht. Etwas, was wir Piraten an den neuen Finanzminister als ein freiere Leben als Deputierten, aber mehr wie ein Kehr kritisiert tun. Auch das Regierung setzt auf Budget ohne Visionen und Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger, sei es beim Logement, der Education, der Arbeit, dem Sozialen, der Digitalisierung, da machen wir zum Mann. Bei der Santé wissen wir auch nicht, wo Tracy geht, und an der Mobilität und an der Umwelt, ja, da haben wir den Zug den falschen Weg auf die Schiene gesetzt. Wie so ein eminenter freieren Deputierten, Gilles Roth, und ich zitiere, aus seiner Budgetsrede 2023. Das eine Politik mit eidle Versprechen. Der Lützeburger Staat, die Damen und die Herren, hat noch nie mehr Schuld wie lo. Den Armutsrisiko an damit Scheier zwischen reicher Namen war noch nie so groß wie lo. Wohnungsbaupreise und Wohnungsnot waren noch nie so groß wie lo. Die Leute stungen noch nie mehr lang am Stau wie lo. Zitat an. Das trifft noch immer zu, Herr Roth. Die lungt für ein Jahr nicht so ganz falsch. Die PCSV-Regierung wird mit diesem Budget aber auch nicht darauf schaffen, dass es besser geht.
Sie machen keine Politik für die Mittelschicht für Armut zu verringern. Sie werden nicht dafür sorgen, dass Wohnungspreise fallen. Sie werden nicht mit diesen Mesuren nicht packen, für den Stau zu verringern. Sie machen keine neue Politik. Mit Politik wie Blau-Rot-Grün sie gemacht hat, weiter, respektive wie CSV sie dafür drohen, an den nächsten Anfangs 2000er gewinnt werden. Wir Piraten stehen für eine neue Politik. Eine neue Politik, die wir an diesem Budget nicht rumfannen. Aber wenn ich nach E-Satz zu neuer Politik so kann, dann geht es auch um eine neue Politik von der Deontologie. Ich habe hier drunten über Depensen bei Regierungsmembern und bei dem Staat insgesamt geschwärzt, dass die hochgehen, obwohl die anderen Ministerien gehen. Wir erinnern uns alle Guten und Presseberichte vom letzten Jahr über Depensen von verschiedenen Regierungsmembern an, was festgestellt wurde, dass die Chamber Regeln hat, wie es mit so Depensen umgeht, dass es für Beamte schon lange Regeln gibt, die zwar da vom Filmfonds zum Beispiel nicht immer angehalten wurden, aber dass die Regierung keine Regeln hat. Und der Premier hat an der Vergangenheit, also an der rezenten Vergangenheit, den 25. März in der Chamber gesagt, dass den Bon Sens an eine Ethik du Métier soll applizieren und am Zweifel können die Regeln noch präzisieren. Ich meine, dass es der Chamber gut geht zu Gesicht stehen, wenn man der Premier geht, die wir erinnern und geben invitieren, das dann auch zu paar Bayern zu bringen. Dafür noch eine weitere Motion, Herr Präsident. Merci, Herr Clement. Und da, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ich sagte, eine neue Politik fanden wir an diesem Budget nicht rum. Und dafür können wir noch nicht mehr drohen. Es ist nicht merci.